Achtung, dies ist ein Meinungsblock. Alle Talks sind reines Stammtischniveau, mit humoristischen Ansätzen, oft emotional, manchmal auch polemisch. Erwartet keinen analytischen Expertentalk, liebe Freunde. Willkommen zu Leos großem Saisonfazit. Ein Jahr, ein Verein und jede Menge Meinung. Ob gefragt oder nicht, das Rückspiel der Gefühle beginnt. Hier kommt euer Gastgeber, der Leo. Und in diesem Sinne, hallo, moje, jodedach, herzlich willkommen auf meinen kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt, liebe Freunde. So, wie versprochen, mein kleines, aber feines Saisonfazit, wobei klein oder fein werden wir noch sehen. Ich hatte wirklich die ganze Woche gar keine Zeit, um überhaupt was für euch zu drehen. Das Ganze wird hier möglichst strukturiert aufgezählt, wie die gesamte Saison so für mich aus meiner Sichtweise verlaufen ist. Freut euch da drauf, lehnt euch entspannt zurück, holt euch einen Kölsch, schmiert euch ein Mettbrötchen oder sowas ähnliches und dergleichen. Dann lasst uns ein bisschen nochmal die Saison Revue passieren lassen und einen kleinen Blick in die Zukunft werfen. Was sind die Aussichten? Wie sind die Tendenzen? Weil hat sich ja auch diese Woche jede Menge getan, das wisst ihr selber. Ich habe da leider nicht die Zeit für gefunden, noch extra Videos zu machen, weil ich will auch die Kontinuität hier bewahren. Ich hatte gesagt, als nächstes kommt das Saisonfazit und deswegen, was sich diese Woche getan hat, das werden wir hier mit einbinden. Ja, ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Erwartungen vor der Saison. Ja, was habe ich denn so erwartet vor der Saison? Ich wusste ja, wir starten in die Saison nicht nur mit einem Abstieg, sondern auch mit einer Transfersperre. Diese Transfersperre, die hatten wir dann im Winter zuvor erhalten und ich dachte mir zu dem Zeitpunkt, schauen wir doch erstmal, wer da alles so zurückkehrt. Da war ein Tim Lemperle dabei, da war ein Marvin Obus dabei, da war auch ein Jonas Obik dabei und in dem Punkt war ich schon einigermaßen hoffnungsvoll, vor allen Dingen, weil es ja auch von Christian Kellers Seite aus hieß, ja, wir werden jetzt mehr auf den Nachwuchs setzen, wir werden sie viel mehr einbinden. Der Verlauf der Saison sollte noch zeigen, dass das nicht allzu konsequent war. Wir wussten ja auch nicht, dass ein Julian Pauli sich so langsam zum Profi so meistern wird. Hat sich noch so herausgestellt im Laufe der Saison. Aber gut, es war halt unsere erste Zweitligasaison nach dem bitteren Abstieg mit einer Transfersperre. Wir konnten wirklich nicht voraussehen, was wir da für einen Kader haben. Dann kamen die ersten Vertragsanpassungen, nenne ich das mal. Jan Thielmann blieb, Florian Kainz blieb, Timo Hübers auch. Weitere Spieler ebenso und überraschenderweise auch ein Marvin Schwäbe, bei dem ich mir 100% sicher war, dass er den Verein verlassen wird. Da war ich mir 100% sicher. Ich bin wirklich mit der Erwartung in die Saison gegangen, dass wir nun auch das sogenannte große Torwarttalent Jonas Obik tatsächlich bei uns einbinden werden. Es sollte sich im Verlauf der Saison herausstellen, dass uns das nicht wirklich gelungen ist. 10 Spiele lang sollte Jonas Obik den Versuch starten, sich in Köln zu beweisen oder Teil unserer Zukunft zu werden. Daraus wurde nichts. Ja. Es gab dann auch die einen oder anderen Transfers, die vorgegriffen wurden, wie zum Beispiel Chiloem Onuoha, von dem wir bis heute nicht wissen, was noch aus ihm wird. Mansour Orotakba, das waren so Spieler, bei denen wir so ungefähr vermutet hatten, dass es so Vorgriffe waren für die kommende Winterpause. Wichtig war für mich zu diesem Zeitpunkt, wir müssen frühestmöglich den Klassenerhalt schaffen, weil es war unklar, wie spielt diese Mannschaft, wie sehr hat sie noch dieses Loser-Gen in sich und wer bleibt noch wirklich. Dejan Ljubicic, überraschenderweise auch noch geblieben. Wir haben es halt nicht zugelassen, dass er den Verein verlässt. Und tatsächlich hat sich auch noch herausgestellt, dass Linton Meiner zumindest noch in dieser Saison für uns spielen wird. Das war im Nachhinein der Verbleib, der möglicherweise am wichtigsten war für uns. Ja, der hatte sich wirklich zu unserem absoluten Leistungsträger entwickelt. Das wisst ihr alle selber. Also deswegen realistisches Ziel und persönliche Hoffnung, Klassenerhalt frühestmöglich und vielleicht so performen, dass wir im Aufstiegskampf noch eine Rolle spielen werden. Ja, wir hatten dann unseren neuen Trainer bekannt gegeben. Das war dann Gerhard Struber. Ich konnte mit diesem Namen nichts anfangen.
später herausgefunden, die Reputation im sogenannten Red Bull-Kosmos, aus dem er stammte, war nicht besonders gut. Der erste Trainer, der mit Red Bull Salzburg es nicht geschafft hat, Meister zu werden, das war schon mal so eine merkwürdige Reputation, aber nun ja, als Zweitligist mit einer Transfersperre konntest du auch nicht damit rechnen, dass sich die Leute um diesen Job reißen werden. Ich hatte persönlich gedacht, es wird vielleicht Christian Eichner vom Karlsruher SC, wurde es im Nachhinein nicht. Aber naja, ich war bereit, ihm eine Chance zu geben. Vor allen Dingen, was mir so aufgefallen war, die Art und Weise, wie er sich die Spieler zur Seite nimmt, wie er versucht, mit denen das Gespräch zu führen und auch die einen oder anderen Versuche, jüngere Talente einzubinden. Das hatte mir Hoffnung gegeben, dass es vielleicht mit diesem Trainer passt. Dann kam der erste Spieltag. Und das war für mich direkt wieder so ein Schlag in die Magengrube. Wir verloren 1:2 gegen den Hamburger SV. Ich weiß noch, wie ich dann meine erste Reaction auf ein Spiel aufgenommen habe. Boah, ich habe wirklich gedacht, es geht weiter. Ich habe geredet davon, wann erlebe ich denn mal wieder, dass diese Mannschaft siegt? Wann erlebe ich denn mal wieder, dass diese Mannschaft überzeugt? Klar, die meisten sagten, es gäbe gute Ansätze. Das Spiel wirkt selbstbewusster und dergleichen. Aber ich sah das nicht. Ich sah das nicht zu dem Zeitpunkt. Ich sah einfach wieder diese Verkrampftheit, diesen Mangel an Siegeswillen oder diese Unfähigkeit, einen Sieg zu erzielen. Das war einfach so dieses Oberflächliche, was ich da gedacht hatte. Daraufhin folgte ein 2:2 bei der SV Elversberg. Da dachte ich mir, okay, erster Punkt schon mal eingefahren, bitte weitermachen. Ja, und dann im Pokal kamen wir dann weiter beim SV Sandhausen. Sehr, sehr knapp, aber das war dann so dieser Befreiungsschlag. So, hey, geil, wir sind eine Runde weiter, wir haben ein bisschen Geld eingenommen für die nächste Transferphase, weil auf diese Transferphase hatte ich mich sehr verlassen. Ich hatte mich sehr verlassen auf diese Transferphase, dass wir richtig aus dem Vollen schöpfen, dass wir gut vorbereitet sind, denn Christian Keller sprach die ganze Zeit von einem Schattenkader. Die ganze Zeit hieß es so, wir sind vorbereitet, wir sind auf alle Eventualitäten vorbereitet. Es sollte sich noch herausstellen, dass es ein Trugschluss war. Wir gewannen daraufhin 5:0 gegen Eintracht Braunschweig und 1:3 auf Schalke. Da sprach ich das erste Mal von einer Serie. Hatte sich gut angefühlt. Endlich mal wieder so eine Siegesserie. Zwar nicht innerhalb der Liga, aber zumindest was Pflichtspiele angeht. Der FC hatte Spaß gemacht. Der FC wirkte endlich so, wie man als frisch abgestiegener Erstligist mit einem der teuersten Kader der zweiten Liga, sogar den teuersten, agieren sollte. Viele habe ich von diesen Spielen nicht mitbekommen. Ich war zu dem Zeit im Serbienurlaub und ich erinnere mich noch, wie abgefuckt ich war. Als ich dann vom Flughafen aus quasi direkt ins Stadion gefahren bin. So 2-3 Stunden später war ich schon wieder im Stadion. War Abendspiel halt. Und nun ja, wir verloren 1:2 gegen Magdeburg. Das war so dermaßen, ich habe das so bereut gehabt zu diesem Zeitpunkt. Das hat mich so genervt, dass ich tatsächlich noch diesen Aufwand betrieben hatte. Ich dachte mir wirklich an dem Tag, boah, wäre ich doch bloß noch einen Tag länger in Serbien geblieben. Ja, Mann, ey. Wie oft diese Mannschaft mich in den Wahnsinn getrieben hat, diese Saison. Ja, war schon krass. Es folgte daraufhin das 2:2 im Derby bei Fortuna Düsseldorf mit einem sehr, sehr merkwürdigen Tor, das auf einen Fehler von Dominik Heinz zurückzuführen war, aber war auch schon irgendwie strange, dass aus dieser Flanke ein Tor wurde. Da habe ich mich teilweise auch, was Jonas Obik betrifft, gefragt, ist der Junge vielleicht auch ein bisschen zu klein oder ist er noch zu unerfahren, um die unhaltbaren Bälle zu halten? Das hatte ich mich gefragt, weil ich habe ihn nicht für schlecht befunden, sage ich ganz ehrlich. Aber, nun ja, über Obik sollten wir uns dann wenig später bald keine Gedanken mehr machen. 4:4 zu Hause gegen Karlsruhe, das war das nächste Ergebnis. Daraufhin ein 2:0 gegen den SSV Ulm. Ich hatte ja gesagt, es wird so eine Achterbahnsaison. Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Dann mein absoluter Ausraster der Saison. Das Spiel, das für mich die größte Frechheit war. Wir verloren 5:1 in Darmstadt. Ey, dieses Video, das ich daraufhin gedreht hatte, das war wirklich, ich habe die Mannschaft so dermaßen fertig gemacht. Ich habe sie gehasst. Ich habe sie gehasst, einfach für die ganzen Fans, die an einem Freitagabend dahin gefahren sind, alle Register gezogen haben, freigenommen haben, krank gemacht haben und sich so eine Scheiße ansehen mussten.
Das 1:2 gegen Paderborn, das war dann das erste Mal, dass ich den Trainer komplett in Frage gestellt hatte. Aber mich auch den Keller rausrufen wieder angeschlossen hatte. Das war das erste Mal seit langem, dass ich dann wieder komplett gegen Christian Keller war. Ich war bereit, aufgrund der Transfersperre, auch wenn er die Transfersperre schlecht wegmoderiert hatte, ich war bereit, zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen das Ganze mitzutragen. Einigermaßen, auch wenn er mich generell aufgeregt hatte. Jede Transferphase, die davor stattgefunden hatte, die hatte er meines Erachtens nach in den Sand gesetzt gehabt. Und das auf dem Platz war das Ergebnis davon. Meiner Meinung nach. Aber wir mussten damit leben. Ich dachte zu dem Zeitpunkt, es kommt wirklich zu einem Wechsel. Ich dachte auch, das anschließende Spiel gegen Holstein Kiel wird das letzte Spiel sowohl von Christian Keller als auch von Gerhard Struber sein. Christian Keller hatte sich natürlich auch wieder rausgeredet, hatte sich als Märtyrer hingestellt, das hatte mich komplett genervt. Aber naja, wir kamen dann weiter gegen Holstein Kiel. Überraschenderweise gegen einen Erstligisten. Ein sehr überzeugendes Spiel, diesmal aber mit einem Marvin Schwäbe im Tor. Ich dachte zuerst, es wäre nur so eine Lösung für den DFB-Pokal. War es aber nicht. Für den Rest der Saison. Überraschenderweise. Ich muss aber sagen, die Abwehr wirkte ab dem Zeitpunkt stabiler. Der Dominik Heinz, von dem ich zuvor gesprochen hatte, wirkte ab diesem Zeitpunkt auch deutlich sicherer. Ich dachte zu dem Zeitpunkt, er wäre komplett über seinen Zenit hinaus. Ab dem Zeitpunkt war Dominik Heinz auf der Position des linken Verteidigers nicht mehr wegzudenken. Ganz klar. Heinz hatte eine wunderbare Zweitligasaison abgeliefert ab diesem Zeitpunkt. Und wir starteten tatsächlich eine Serie. Wir verloren nicht mehr bis zur Winterpause. Nach einem 1:0 Sieg in Kaiserslautern wurden wir tatsächlich Herbstmeister. Oder auch Winterkönig, wie es damals Gerhard Struber treffenderweise bezeichnet hatte. Und ich freute mich natürlich auf die Wintertransferperiode. Yusuf Gazibegovic, der zuvor Champions League gespielt hatte mit Sturm Graz, wurde verpflichtet. Ich dachte mir, wow, hey, tatsächlich, jetzt haben wir vielleicht tatsächlich dieses Keller Masterclass-Ding hier erlebt. Weil ich dachte, das wäre nur so der Startschuss. Und dann tat sich nichts. Wochenlang keine Transfers. Gar nichts. Jedes Gerücht hatte sich im Sande verlaufen. Wir hatten keine Sau verpflichtet. Im Nachhinein kam dann erstmal Joel Schmid in der Nacht- und Nebelaktion. Man hatte sehr um ihn gekämpft. Ich dachte, okay, ja, da ist ja dieser Innenverteidiger. Aber wo bleibt der Stürmer, von dem alle sprechen? Was ist mit diesem Schattenkader? Später hatte sich Christian Keller auch noch rausgeredet, ja, von wegen, die haben uns alle abgesagt, auch wegen die Transfersperre, die hatte unserer Reputation geschadet, die Berater, die verlangen unglaublich viel Geld für die ganzen Stürmer. Ich glaube aber, Christian Keller hatte nie besonders gutes Verhandlungsgeschick. Ich glaube, er hatte die Berater der jeweiligen Spieler immer in die Flucht geschlagen mit seiner Politik. Seine Politik sollte sich auch auf die ganzen Talente auswirken. Wir haben mittlerweile auch Justin von der Hitz verloren. Ein weiteres Talent, das den Verein verlassen wird. Ja, aber dazu kommen wir später. Jedenfalls, wir verpflichteten dann Imad Rondic. Imad Rondic traf insgesamt dann nur noch einmal. Im Pokal gegen die Pillen, wo wir dann später ausgeschieden sind. Ja, stimmt, wir sind zwischendurch gegen Hertha BSC dann weitergekommen. Ins Viertelfinale. Auch nochmal ein bisschen Kohle in die Kasse gespült. Aber halt, Imad Rondic hätte beinahe getroffen, direkt zum Debüt gegen die Pillen im Pokal. Allerdings wurde das Tor aberkannt. Vielleicht hat das sein Selbstvertrauen geschadet. Er traf danach noch einmal, aber dann nie wieder. Und es hieß ab da, der ist gar keine Soforthilfe. Ja. Und nun ja, wir hatten eine sehr schwierige Rückrunde gespielt. Eine wirklich, wirklich schwierige Rückrunde. Also, wir starteten mit einer 1:0 Niederlage beim Hamburger Sportverein. Das Gegentor, das durch Königsdörfer erzielt wurde, daran war halt auch unser bis dato größtes Talent Max Finkgräfe leider Gottes schuld. Und Finkgräfe spielte wirklich keine gute Zweitligasaison. Auch er wird wahrscheinlich den Verein verlassen. Das war für mich das Megatalent bis dahin. Und ich glaube, wir werden ihn bald verlieren. Wir werden bald uns von ihm verabschieden müssen. Ja, was daraufhin folgte, war halt ein knapper 1:0 Sieg gegen Elversberg. Ein knapper Sieg in Braunschweig. Alles sehr knapp. Ein 1:0 Sieg gegen Schalke. Und dann eine 3:0 Niederlage in Magdeburg. Es ging wieder los.
es ging dann wieder los mit diesen merkwürdigen Ergebnissen unter Gerhard Struber. Ein Versuch von Joel Schmid als Volleyballspieler führte auch zu einem Elfmeter im Derby gegen Düsseldorf, wo wir zuvor geführt hatten, 1:0. Ja, und das Derby hatten wir dann auch nicht mehr gewonnen, 1:1 am Ende. In Karlsruhe nach Karneval, nachdem die Spieler ordentlich gefeiert und gesoffen hatten, verloren wir dann 1:0. Und trotzdem wurde noch gefeiert und gesoffen am Rosenmontagszug. Mann, war ich sauer auf diese Mannschaft. Und ganz ehrlich, beim Blick in die Zukunft, da kommen wir gleich zu. Ich möchte, dass das in Zukunft unterlassen wird. Weil wir spielen nicht so spitzenmäßig wie die Bayern, die dann einfach mal eben zum Oktoberfest fahren können. Ich war so dermaßen sauer auf diese ganze Scheiße, die da ablief. Und Gerhard Struber hat es abgesegnet. Ja. Wir haben zwar noch gewonnen in Ulm, 0:1. Auch gegen Darmstadt 2:1. Aber dann folgte zwar noch ein Sieg gegen Paderborn oder in Paderborn, aber dann verloren wir ja schon wieder. Zu Hause gegen Hertha. Knappes 0:1. In Fürth, wo man 100% mit einem Sieg hätte planen können, ein Sieg, der uns den Aufstieg hätte vorzeitig sichern können, spielten wir nur 1:1. Nachdem wir zuvor geführt hatten. Muss ich sagen, ab da war ich mir unsicher, was wird da noch mit diesem Struber. Ja, gegen Preußen Münster gewannen wir 3:1. Überzeugend. Aber dann diese Niederlage in Hannover. Ein weiteres Mal konnten wir uns nicht absetzen. Jedes Mal, wenn wir uns hätten absetzen können, kam eine unnötige Niederlage oder ein unnötiges Unentschieden. Keine Konstanz. Eine Spielweise, die zwar manchmal in manchen Punkten das war, was ich mir gewünscht hatte, nachdem wir unter Baumgart so viel unter Risiko gespielt hatten und unter Timo Schulz relativ ängstlich gewirkt hatten, gebremst, war das schon okay, dass wir so einen vorsichtigen Fußball integriert hatten. Allerdings, er wurde entschlüsselt. Ich fand zu dem Zeitpunkt, dass Gerhard Struber nicht mehr das nötige Mittel gefunden hat, um uns tatsächlich sicher in die erste Liga zu bringen. Und eine Relegation, sage ich euch ganz ehrlich, die hätte für uns böse geendet. Das 1:1 gegen Regensburg. Ihr habt meinen Rage dazu gesehen. Das war dann der Moment, wo wir uns da endgültig von beiden getrennt hatten. Ich war ja auch dafür, ganz klar. Ich war dafür, dass wir uns von Gerhard Struber und von Christian Keller so oder so trennen. Mein Video dazu könnt ihr euch nochmal ansehen. Ich habe dazu alles gesagt. Das Kapitel Keller war ab dem Zeitpunkt geschlossen. Für den Verein. Und ich war ab da wieder deutlich optimistischer. Friedhelm Funkel übernahm. Ich sah in ihm nicht den absoluten Heilsbringer. Aber er war es im Nachhinein. Wir gewannen dann in Nürnberg. Aber deutlich viel Unruhe brachte dann halt die Scheiße rein, die Tim Lemperle zuvor an dem besagten Sonntag auf dem Rhein-Roxy abgeliefert hatte. Mit Sprüchen gegen den FC. Wenn sie denn so stimmen, er hat sich ja noch entschuldigt. Ja, keine Ahnung. Verziehen ja, vergessen nein. An der Stelle. Okay, hab zwar gesagt, ich werde es ihm nie verzeihen, aber komm, wenn du schon sagst, als gläubiger Christ und so weiter und so fort, okay, da hast du mich. Ab dem Punkt hast du mich. Also nicht hassen, sondern ab dem Punkt hast du mein Herz berührt ein bisschen. Ich vergesse es nicht und ich will dich auch nicht wieder hier sehen, aber es ist verziehen, okay? Dann am letzten Spieltag. Das schönste Erlebnis in der gesamten Saison. Klar, gegen Braunschweig das 5:0 war wahrscheinlich das geilste Ergebnis, aber das hier war das wichtigste und beste Ergebnis. Wir gewannen 4:0 gegen Kaiserslautern. Oh Mann, der Befreiungsschlag. Wir sind wieder dabei in der ersten Bundesliga. Endlich, der FC ist wieder da. Mit einer total überzeugenden Leistung und Friedhelm Funkel hatte sich endgültig ein Denkmal gesetzt damit. Er ist ab dem Moment zur FC-Legende geworden. Für mich ist er ab jetzt eine FC-Legende, ganz klar. So würde ich es bezeichnen. Er hatte tatsächlich psychologisch gesehen die richtigen Entscheidungen getroffen. Einigen Spielern neues Selbstvertrauen eingehaucht, wie einem Florian Kainz, der in beiden Spielen dann nochmal getroffen hat. Mann, hat mich das gefreut, wie er diesen Spielern Selbstbewusstsein wieder eingehaucht hat. Ja. Und weil der Hamburger Sportverein gleichzeitig verlor, fuhren wir dann auch noch diese für mich jetzt nicht so bedeutende Meisterschaft in der zweiten Liga ein. Ich meine,
ist ja ganz nett, dass wir es feiern konnten, aber hey, ein wunderbarer Tag, ein überzeugender Sieg, der schon zur Halbzeit schon nahezu sicher war. Die Zweitligameisterschaft, Platzsturm, kann es was Schöneres geben. Im Nachhinein würde ich sagen, was diese Saison betrifft, sie war wie eine gelungene Thai-Massage. Es gab zwar viele Verspannungen, die gelöst wurden, hier und da ein paar Knoten, die man auch nochmal zusätzlich mit wirklich viel Mühe und Not lösen musste und konnte, aber im Nachhinein gab es ein Happy End. So, also, wie sieht denn der Blick in die Zukunft aus, liebe Freunde? Kurz danach war ja klar, wer uns jetzt so alles verlässt. Den Verein verlassen werden Matthias Olesen, Philipp Pentke, Antoni Rakioppi, Dejan Ljubicic, Tim Lemperle sowieso. Ja, wenn ich noch jemanden vergessen habe. Ja, leider hast du den lieben Marc Uth vergessen, mein lieber Leo. Danke für alles, Marc Uth. Eine wundervolle Geschichte war das im Nachhinein mit seinem Tor gegen Kaiserslautern. Da hat sich echt ein Kreis geschlossen. Von Verletzungen geplagt war der Arme, aber im Nachhinein, wow, danke für alles, Marc Uth. Mach's gut, mein Lieber, und bis bald mal. Ja, da kommt noch Justin von der Hitz dazu. Ein weiteres Talent, das uns verlassen wird. Und ja, Marvin Obus. Auf Marvin Obus hatte ich so viel Hoffnung gesetzt. Deswegen war ich nach der Transfersperre noch so optimistisch, was unsere Arbeit mit den Talenten angeht. Weil ich kenne einen Rot-Weiß-Essen-Fan von meiner alten Arbeit. Ein total leidenschaftlicher Rot-Weißer, der wirklich ständig von Obus gesprochen hat, geschwärmt hat. Und nun ja, es wurde nichts. Und der Junge ist FC-Fan. Oder hat den FC zumindest sehr geliebt als Verein. Den werden wir jetzt auch noch verlieren. Justin von der Hitz führte uns tatsächlich auch noch zur U19-Meisterschaft. Gleichzeitig an diesem Tag, an dem wir aufgestiegen sind. Und deswegen einfach, ich appelliere an alle Beteiligte, bitte setzt mehr auf die Talente. Überdenkt eure Arbeit mit den Talenten. Dieser Schwachsinn, den Christian Keller da veranstaltet hatte, von wegen, ich gebe erst den Leuten eine Chance bei den Profis, wenn sie ihre Verträge verlängern. Vorher wird das nichts. Das war zu autoritär, weil die Leute, was sollen die ihre Verträge verlängern, wenn sie gar nicht wissen, ob sie eine Chance im Kader haben? Gib ihnen erst die Chance im Kader und dann werden sie verlängern. Gib ihnen ein paar Einsätze. Das ist so meine Politik, die ich da habe. Und vor allen Dingen gib ihnen früher eine Chance. Ja, die U21, die bedeutet uns FC-Fans eine Menge. Sie ist auch für uns eine Alternative an einem Spieltag, wo wir keine Karte kriegen, weil sie meistens gleichzeitig mit den Profis ihre Spiele absolviert. Und wir lieben auch alle das Franz-Krämer-Stadion. Aber ich finde, der Einstieg in den Profikader, der muss früher gelingen. Nicht immer erst über diesen Umweg U21. Sie ist ein gutes Mittel, aber sie sollte einfach noch so die letzte Möglichkeit sein, einen Profi an den Kader heranzuführen. Manchmal steht uns diese geliebte U21, diese geliebten Amateure, sie stehen uns manchmal im Weg. Und auch was die Arbeit von Gerd Struber mit den Talenten angeht, ja, einige wurden integriert, so Stück für Stück in den Kader. Neo Telle bekam seine Chancen. Julian Pauli wurde fester Teil des Kaders. Das darf man auch an der Stelle nicht vergessen. Und ja, Tim Lemperle kam aus unserer eigenen Jugend. Ja, er wurde zum Stammspieler. Aber halt, Jonas Urbik abzusägen, ich weiß nicht, inwieweit wir das eines Tages bereuen werden. Trotz alledem, Marvin Schwäbe lieferte eine wirklich sehr, sehr überzeugende Saison ab. Er ist vielleicht nicht so der modernste Torwart, aber er ist für mich so eine Schnittstelle zwischen Torwart, der sich hin und wieder ins Spiel trotzdem mit einschaltet, zumindest was das Dirigieren angeht, und einem Torwart, der halt eher so seinen Strafraum bewacht. Er ist eine gute Schnittstelle. Er ist trotz alledem ein guter Torwart. Ich weiß nicht, was aus Jonas Urbik noch so gewesen wäre. Wir werden es noch beobachten bei Bayern München und ich bin auch froh, dass er dahin gewechselt ist, weil es gab auch Gerüchte, dass er zu den Pillen wechselt. Ist zum Glück nicht geschehen. Aber naja, Gerd Struber war im Nachhinein, was die Einbindung der Talente angeht und auch das Absägen von Jonas Urbik, halt nicht konsequent genug. Naja, da muss ich sagen, das ist dann die nächste Mütze, die unseren Verein verlässt, nach der hier. Wir haben es nicht so mit Mützentrainern anscheinend. Zumindest nicht, was was eine längere Zusammenarbeit betrifft. Ja, was das Trainerding angeht.
Friedhelm Funkel wird nicht weitermachen. Das hat er vor einigen Tagen dann auch noch bekannt gegeben. Das ist der Ausblick in die Zukunft. Ich dachte, vielleicht könnte man es mal mit einer Vertragsverlängerung von einem Jahr versuchen, aber leider werden sie es nicht tun. Und er hat dann selber auch gesagt, die Gremien, die stehen nicht hinter mir, nicht zu 100% und deswegen macht es für mich keinen Sinn, da weiterzumachen. Ich kann ihn vollkommen verstehen. Aber wer weiß, vielleicht ist es auch besser so. Stellt euch vor, die Saison wäre scheiße gelaufen, wir hätten ihn entlassen und so weiter und so fort. Der Mann hat sich endgültig in einer Zeit, in der der FC halt keine solche Ansprüche im Sinne von höherklassigem Fußball mehr hat, also höherklassig im Sinne von internationales Geschäft, Kampf um Titel und dergleichen. Es geht jetzt nur noch darum, sich als Bundesligist zu etablieren und in solchen Zeiten ist er dann wirklich eine Trainerlegende mittlerweile. Und vielleicht ist es nicht schlecht, dass an diesem Denkmal nicht mehr gerüttelt wird. Ja, und unser neuer Sportdirektor, somit auch legitimer Nachfolger von Christian Keller, ist dann nun Thomas Kessler. Also Thomas Kessler ist nicht der neue Geschäftsführer Sport, sondern der Sportdirektor. Im Prinzip wird der Geschäftsführer Sport wahrscheinlich erst nach der nächsten Mitgliederversammlung bestimmt vom neuen Vorstand. Das ist jetzt die Chance von Thomas Kessler. Der hat mich sehr oft genervt in dieser Saison bei den Pressekonferenzen. Sehr oft mit seiner Art. Ich fand ihn irgendwie arrogant, aber jetzt irgendwie, ich merke irgendwie einen kleinen Turnaround. Vielleicht war es auch Frust, weil er sagte ja auch bezüglich Christian Keller, jetzt muss sich niemandem mehr zuarbeiten. Wer weiß, vielleicht schlummert in ihm ein verdammt guter Sportdirektor. Vielleicht, was er machen muss, er muss alles anders machen, als es Christian Keller gemacht hat. Außer mit dieser gewissen Vorsicht bei den Finanzen. Hier und da, aber übertreib nicht. Mach einfach alles anders als Christian Keller. Das ist schon mal die Chance, die man dir geben kann. So würde ich das sehen. Ich wünsche mir auch etwas mehr Transfers, wo man offensichtlich schon sehen kann, das wird eine Verstärkung. Wo man sich nicht erstmal fragen muss, wo man nicht 3 Stunden lang alles im Internet recherchieren muss, ist der Spieler gut oder nicht. Solche Spieler wünsche ich mir gerade beim FC. Ich rede nicht von Superstars, aber von Spielern, wo du oberflächlich und offensichtlich sagen kannst, hey, der hat schon mal abgeliefert und es sieht so aus, als ob er auch hier abliefern wird. Das wünsche ich mir. Ja, und mehr Einbindung der Talente. Eine, wie soll ich sagen, weniger Hürden in den Profikader. Das wünsche ich mir von Thomas Kessler ab jetzt als Sportdirektor. Und da kann er sich beweisen bis zur nächsten Mitgliederversammlung. Die wird in 4 Monaten stattfinden. Dann sind wir gespannt, wie es weitergeht. Ja, es wird sich hier viel verändern. Ich hoffe doch, es wird sich hier viel verändern. Weil nur das ist mein hoffnungsvoller Ausblick in die Zukunft. Wo ich sagen könnte, vielleicht gelingt es uns, dass wir einen Klassenerhalt schaffen werden. Weil das ist auch klar, in der kommenden Saison sind wir einer der ersten Abstiegskandidaten. Nicht einer, der auf Platz 18 unbedingt direkt abschließt, aber wirklich, wir werden es sehr schwer haben. Wir müssen uns viel darauf verlassen, dass die anderen noch beschissener spielen als wir. Es wird sich auch zeigen, ob so ein Dominik Heinz als Beispiel überhaupt noch für die Bundesliga tauglich ist. In der zweiten Liga hat es gereicht. Tolle Saison. Eine wirklich tolle Saison. Mal schauen, ob es auch in der zweiten Liga so sein wird. Ich denke mal, wir werden weitermachen mit Marvin Schwäbe. Ob ein Erik Martel bleibt, mal gucken. Mal gucken, liebe Freunde, weil ich glaube, der Junge ist zu höheren berufen. Egal, ob er jetzt weiterhin bei einem Erstligisten spielt oder nicht. Der Erstligist sind ja nun wir. Aber ich glaube, so ein Erik Martel könnte auch bei Vereinen spielen, die ums internationale Geschäft mitspielen. Und würde mich nicht überraschen, wenn er sagt, ja, FC, geil, dass wir aufgestiegen sind. Übrigens auch danke für dieses Aufstiegstor. Also eins der Aufstiegstore. Aber naja, ich glaube, ich möchte um Titel mitspielen. Würde mich nicht überraschen. Würde mich nicht überraschen. Deswegen danke an Erik Martel für so eine tolle Saison. Ja, also die war jetzt nicht toll im Gesamtumfang von allen Mannschaftsteilen oder vom gesamten Verein her. Sie war eine Achterbahnfahrt, aber wie schon gesagt, ist ja nochmal gut gegangen. Es hätte noch mal gut gegangen. Passend für diese Saison. Ja, gut. Jetzt kommen wir noch ein bisschen zu ein paar Kleinigkeiten neben dem Platz. Zum Abschluss dieses Videos. Also, ihr kennt mich ja. Ich bin ja nicht nur einer, der über das Sportliche berichtet, sondern ich erzähle euch auch zum Beispiel, welche Fanartikel ich so feiere, was ich so gekauft habe und ähnliches. Das ist auch so ein Grund, warum einige von euch mir gefolgt sind, weil ich auch über solche Kleinigkeiten rede. Coole Fanartikel, kleine FC-Halls und deswegen, liebe Freunde, bevor wir dann zu einer anderen Wahl kommen, die ich euch angekündigt hatte, an der ihr euch schön beteiligt habt,
wählen wir nun den Fanartikel des Jahres. So, liebe Freunde, den dritten Platz des Fanartikel des Jahres erreicht dieser Hoodie hier. So, mal gucken, ob ich ihn jetzt komplett in die Kamera bekomme. So, also dieser Hoodie, der hat mich wirklich die gesamte Saison begleitet. Es war ja ein Hoodie, der quasi eine Hommage an das berühmte Pepsi-Trikot von unserem FC gewesen ist. Ich habe diesen Hoodie wirklich sehr geliebt und ich habe ihn letzte Woche, weil es ein bisschen kühler war, dann halt bei unserer Aufstiegsfeier im Stadion getragen. Ja, ist momentan einer meiner Lieblingshoodies, aber Platz 3 nur deswegen, weil der Box so klein ist. Typisch FC, macht sich kleiner, als er eigentlich ist. Ich möchte dann aber noch den zweiten Platz auch wieder an einen Fanartikel übergeben, der bei uns im Shop erhältlich war. Diese wundervolle Statue. Diese Wappenstatue. Das ist so ein Must-Have, wenn du so eine kleine FC-Kollektion hast. Wirklich ein absolutes Must-Have. Unser Wappen in 3D, vergoldet. Ich liebe das Ding. Natürlich kommt das ein bisschen rüber wie so ein goldenes Kalb. Keine Sorge, ich bete das nicht an. Ich mache da nur so Scherze drüber, so in diesem Kontext. Und jetzt kommen wir zum ersten Platz. Also, wenn ich den Fanartikel des Jahres küre, den küre ich, den wählt nicht ihr. Das ist das Einzige, wo ich euch nicht mit einbinde, weil ich bin hier der Top-Konsument, würde ich mal an der Stelle behaupten, oder einer der Top-Konsumenten. Ich lasse da quasi zwei Parteien miteinander konkurrieren, die aktive Fanszene und den Fanshop. Und tatsächlich der Fanartikel des Jahres, denn das sind ja trotzdem immer noch Fanartikel, der geht dieses Jahr an das Motto-Shirt der Auswärtsfahrt in Hannover. Das ist ein mega schickes Shirt. Sehr viele lieben es. Das Ding ist einfach auch geil, wenn du noch nicht mal im Stadion bist, sondern du gehst irgendwo, keine Ahnung, im Gaffel am Dom FC gucken oder sowas in der Richtung. Oder du gehst an einem Sommertag ein bisschen am Geisbockheim abhängen. Oder hast ein Date mit einer FC-Braut. Auch hier diese Nummer 12, wie elegant das aussieht. Das sieht einfach auch wie so ein, das hören Sie sicherlich nicht gerne, aber wie so ein Lifestyle-Artikel aus. Deswegen, herzlichen Glückwunsch. Dieses Motto-Shirt von der aktiven Fanszene ist der Fanartikel des Jahres. So, und jetzt wird's spannend. Ich habe euch in den Kommentaren wählen lassen. Ich hatte euch die Wahl überlassen, wer ist der Spieler der Saison. Ich sagte gerade die ganze Zeit Fanartikel des Jahres. Ich meinte natürlich der Saison, hab's nochmal extra schriftlich eingeblendet. Deswegen, Spieler der Saison. Wir küren die ersten 3 Plätze. Die Spieler mit den meisten Stimmen. Die drittmeisten Stimmen hatte Dominik Heinz. Hat mich nicht überrascht. Ich hätte sogar angenommen, dass er eventuell sogar den zweiten Platz mindestens erreicht. Dominik Heinz hatte die drittmeisten Stimmen und ist somit mit auf den Siegertreppchen drauf. Dritter Platz. War eine tolle Zweitligasaison. Bin gespannt, wie es weitergeht mit Dominik Heinz. Absolut verdient. War ab dem Zeitpunkt ein absoluter Stabilisator auf der linken Seite. Der zweite Platz ging an meinen Favoriten. Erik Martel. Erik Martel, ja. Ich wollte ja unbedingt einen Feldspieler als Spieler der Saison. Und nun ja, es war nicht knapp, kann ich euch sagen. Es war nicht knapp, aber er hatte auf jeden Fall die zweitmeisten Stimmen. War auf jeden Fall der Feldspieler mit der geringsten Fehlerquote meiner Meinung nach in dieser Saison. Auf jeden Fall ein absoluter Topspieler. Der Einzige, der wirklich konstant richtig gutes Niveau abgeliefert hat. Richtig gutes Niveau. Hoffentlich bleibt er, ist eigentlich mein Favorit, trotz seines jungen Alters, auf den Kapitänsposten. No front an Timo Höbers. Das ist mein Traumkapitän momentan. So, und jetzt ist es soweit. Euer Spieler des Jahres. Ich habe aufgehört zu zählen, als es 70 Stimmen waren und Erik Martel um die 24 hatte. Der Spieler des Jahres und der Sieger des goldenen Trikots ist mit einem gewaltigen Abstand Marvin Schwäbe, unser Torhüter. Ja, ich habe ihn halt nicht gewählt, weil er erst ab dem 11. Spieltag, ab dem Spiel im Pokal gegen Holstein Kiel eingesetzt wurde.
ich fand, das waren ein paar Spiele zu wenig, dass ich mich getraut hatte, ihm tatsächlich die Spiele eine Stimme zu geben. Er hatte die meisten Kommentare, die meisten Likes. Ja, herzlichen Glückwunsch. Marvin Schwäbe, es wird dich einen Scheißdreck interessieren, aber meine Community hat dich zum Spieler der Saison gewählt. Herzlichen Glückwunsch, absolut verdient. Ja, bin mal gespannt, wie es weitergeht. So, liebe Freunde, damit ist auch die erste Staffel abgeschlossen. Wie gesagt, ich führe das Ganze hier ein bisschen im Stile einer Fernsehserie. Es ist natürlich nicht vorbei, aber ich kann euch nicht sagen, was für ein Content in den nächsten Tagen kommt. Oder in den nächsten Wochen. Friedhelm Funkel macht nicht weiter als Trainer. Leider. Ich weiß nur eins, ich hab keinen Bock auf irgendwelche Trainerkandidaten, die keine Sau kennt. Das ist jetzt der aktuelle Stand der Dinge. Fest haben wir noch keinen Spieler verpflichtet. Ab dem Moment, wo die erste Vertragsunterschrift geschehen ist, ab da gibt es ein Video. Vielleicht nicht am selben Tag. Mal gucken, ob es noch weitere gibt. Mal gucken. Aber wenn ihr unbedingt von mir wissen wollt, bevor ihr in den Kommentaren da 1000 Fragen stellt, mein Traumkandidat auf den Trainerjob ist Urs Fischer. Das wäre für mich das einzige Argument gewesen, sich nicht für Friedhelm Funkel zu entscheiden. Ich habe keinen Bock auf diese Trainer, die keine Sau kennt. Oder die vielleicht gerade mal so ihre ersten Schritte im Trainergeschäft machen. Haben wir schon oft genug gehabt unter Christian Keller. Und der ist jetzt Gott sei Dank weg. Deswegen, Kessler, bitte sei akribisch. Auf jeden Fall danke an euch alle für diese Saison. Ja, wir beenden eine Saison, die tatsächlich ein Happy End hatte. Auf einem Kanal, der sich meiner Meinung nach gut entwickelt hatte. Habt eine tolle Community aufgebaut. Es ist schön, dass ihr dabei seid. Und ja, wir sehen uns bald wieder. Nur halt, um den Kreis zu schließen, diese Staffel ist hiermit abgeschlossen mit diesem Saisonfazit. So wird es auch dann hoffentlich die kommenden Saisons ablaufen. Und in diesem Sinne, liebe Freunde, das war's dann erstmal. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Und dann würde ich an der Stelle sagen, auf Wiedersehen. Denn wir uns noch wiedersehen. Unser kosmischer Held, der gute Kosmos, das Beste der Welt. Trikots total, zusammen ist sie alt.